wir beginnen mit Siat, seine Atemtechnik zur Vorbereitung der Übungen. Er ist auch schon Geschicklichkeit gefragt, atmen und auch eben zeigen, dass man in friedlicher Absicht kommen kann, aber nicht muss. Dann beginnen wir mit den 8 Grundhaltungen. Die erste heißt Bujur, und zwar ist es die erste Angriffshaltung, Verteidigung, die Hand wird als Visier verwendet und das ist unsere erste Grundhaltung. Dann kommen wir zur zweiten, die heißt Tutup, geschlossene Haltung, wie eine Festung, und der Ellbogen, den wir so vorne sehen, der wird auch verwendet als Stachel von einer Rose, eben um mich zu schützen, aber ich kann aus dieser Position auch einen schnellen Angriff mit dem Bein oder mit dem Arm machen. Die nächste Haltung heißt Pisau, Klappmesser. Hier geht es darum, den Gegner zu umzingeln, eine perfekte Haltung, um einzuschließen, und die Finger werden verwendet zur Irritation oder um den Gegner abzulenken, um dann angreifen zu können, geht mit Bein oder Arm. Die nächste Haltung heißt Dengar, Weiterhaltung. Da geht es um Stabilität, sehr viel Gewicht ist auf den Oberschenkeln. Auch aus dieser Haltung kann ich springen oder mit den Armen einen Angriff starten. Ja, die nächste Haltung heißt Silang. Da geht es auch schon um Geräusche machen, Ablenken von den eigenen Angriffen und Übungen. Hier geht es darum, ein Visier zu erzeugen durch meinen Ellbogen. Ich sehe durch, und aus dieser Haltung kann ich durch eine schnappartige Bewegung mit der Ferse einen Tritt starten, aber auch einen Angriff mit der Hand. Nächste Haltung, durch eine Drehung, auch eine Grundhaltung, heißt Sisi. Hier benutze ich den Arm, um zu lauern, um zu fühlen. Aus dieser Haltung kann ich sehr viele Angriffe starten. Nächste Haltung heißt Rampa. Diese Haltung dient als Einladung zur Konzentration, und auch meine Hände werden als Visier verwendet. Ja, und die letzte der 8 Grundhaltungen heißt Bambu, so wie der Bambus. Hier geht es um Anpassungsfähigkeit, Geschmeidigkeit, Balance, Körperbeherrschung, aber auch aus dieser Haltung kann ich springen, schlagen und treten. Und Istirahat. Somit beenden wir diese Übung und schließen die Energie. Fersen sind geschlossen, Energie zirkuliert durch den Körper.